So, da hat er gesagt, nehmen wir mal noch ein Intro auf. Es ist jetzt Karfreitag heute. Ich bin in der Werkstatt oben. Ich werde jetzt am Megane Sommerrad montieren. Ich werde dort den Seitenblinker wechseln. Und ich habe noch einen neuen Schaltknauf bekommen. Und ich weiss nicht mehr noch viel mehr machen. Mal schauen, was es noch gibt. Wahrscheinlich werde ich ihn noch waschen. Und eventuell kommt ja der S8 noch mit raus. Aber das schauen wir noch schnell an, weil bei diesen Benzinpreisen weiss ich jetzt nicht. Ich habe für 95 Stutz den Megane getankt und der gefühlt etwa den halb so grossen Tank wie der S8. Mal schauen, wie viel Moschus der hat. Sonst bewegen wir den mal wieder ein bisschen. Wäre schon geil, oder? Wenn wir den bewegen würden. Auf jeden Fall, wir nehmen jetzt den Lexus am Lift. Ich habe natürlich die Batterie wieder vergessen. Aber der Hype dort hat ja, wie wir wissen, auch eine Batterie, die passt. Von dem her werden wir es dann mit dem machen. Und schauen wir. So, wie vorher schon angetönt, nehmen wir den Lexus ab. Aber bevor wir jetzt den Lexus zum dritten Mal abnehmen, tut das vergessen, stecken wir den wieder ein. Den hier. Scheiße, ich kann nicht zoomen. Ja, der sieht man schon. Der Servomotor, Sensor, Kabel, keine Ahnung was, Gugus. Aber den stecken wir jetzt wieder rein. Das ist immer wieder das gleiche Problem. Ich hoffe, das Wohnmobil, das jetzt gerade rausfährt, ist nicht so laut. So, bevor jetzt der Lexus zum etwa 7. Mal starten, ohne Kühlwasser auffüllen. Also, da sieht man es. Hier wäre Minimum, hier sind wir. Ich glaube, wir füllen jetzt schnell ein bisschen nach, weil wir haben ja genug Kühlwasser. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was für ein riesen Kanister noch. Weil ich immer wieder gekauft habe, weil ich gemeint habe, ich brauche. Dann füllen wir das jetzt nach und dann lassen wir ihn an. So. Kühlwasser müsste jetzt mal passen. Ich muss dann noch mal schauen, wenn es warm ist, aber für den Anfang ist gut. Die Batterie ist auch drin. Jetzt holen wir schon Werkzeug, ziehen dort noch an, dass da alles passt. Oh, so viel Musik ist nicht zu laut. Was ist es? 8er, glaube ich. 10er. 10er hätte ich gesagt. Gut, jetzt ziehen wir ihn schon an, nachher lassen wir an. So, wieso ist die Bildqualität so beschissen? Sieht aus, als würde man mit einem Toaster filmen. Also, es sieht schon mal gut aus, das Lenkrad kommt, es leuchtet. Ja! Funktioniert. So, der Megane steht drin. Arsch dreckig. Aber was soll man machen, wenn wir in einem Steinbruch arbeiten? Also, sauber ist anders. Wir haben jetzt hier einmal den Schaltknauf in einer schönen Carbon Fiber Optik. Dann schauen wir, dass wir den montieren können. Und nachher montieren wir noch die Blinker. Und dann nehmen wir noch einen Lift und dann montieren wir Rad. Und dann fahren wir wieder runter wahrscheinlich und dann nehmen wir den S8 führen oder schauen, ob wir dem irgendetwas machen. Also wie gesagt, den haben wir angeschaut. Jetzt schauen wir, ob wir mit dem montieren. Oder nur den. Weil der ist auch nur so, aber es passt mir halt nicht das Rot, oder? Jetzt schauen wir schnell. Von der Höhe her. Das Gefühl machen wir so nicht mehr. Muss ich schon zugeben. Ja gut, schauen wir mal, ob das langt so. Und sonst bauen wir den dazwischen. Nächste Baustelle, wir nehmen die ab, weil die laufen. Und das ist nicht zugelassen in der Schweiz. Darum ersetzen wir die jetzt durch solche, die einfach statisch einfach blinken. Und jetzt muss ich einfach zuerst schauen, wie man sie rausnimmt, weil ich weiss nicht, aber ich kann ja den neuen schauen. Also irgendwie sieht es ein bisschen speziell aus, weil da vorne jetzt ein Clip. Dazu musst du drauf drücken. Also wahrscheinlich muss ich sie so drücken und dann rausnehmen. Probieren wir das schnell. Tatsache! So geht's. Also nochmal schnell zur Vorführung, was ich meine, wieso es nicht zugelassen sind.
Wegen dem. Sie machen noch nie gesehen, bis sie an dem FKB anstanden haben, darum tun wir es jetzt wechseln. Jetzt hoffen wir, die laufen nicht. Perfekt, sie sehen sogar noch geil aus. Da kommen wir jetzt wieder so und dann das da unten passt mir noch nicht. Ja. Ja, sieht doch gut aus. Dann wechseln wir die andere Seite noch. Die führe ich aber nicht vor, weil es ist ja das Gleiche. Also. Das schmeckt extrem nach Benzin. Ich glaube, ich sollte nicht so geil sollen. Hoppla. So, der Megan ist in der Luft. Nice. Mir ist etwas anderes aufgefallen. Ich kann den Sommerrad montieren. Ah Mann, die sind dort oben. Jetzt muss ich schauen, wo die Leiterin ist. Im besten Fall ist sie nicht da. Ah, da muss ich die irgendwie runterbringen. Ja, egal, passt schon. Wir nehmen jetzt das Rad ab und montieren einfach das Sommerrad. Da gibt es eigentlich nicht groß etwas anderes. Man sieht einfach, da vorne sind sie extrem dreckig. Scheiße. Hinten geht es eigentlich. Hinten sind sie relativ schwarz. Aber ja, was willst du machen? Ja, nehmen wir sie ab. Dann können wir sie vielleicht noch einmal putzen, wenn wir den Amarok nehmen vom Papi. Dann kommt das gut. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir hier bremsende, quietschende Bremsen haben. Darum nehmen wir jetzt so schnell die 2 Splinter raus, schnell die Klötze raus, weil die Scheibe sieht ja eigentlich noch gut aus. Ja, sie hat kein Rändchen und so. Aber wir schauen schnell, ob die Bremsklötze irgendwie Probleme mit dreckig sind. Machen wir das schnell, wenn wir schon dran sind. Eigentlich sehen sie ziemlich gut aus.
Ja, der hat hier hat er ein bisschen kaputt, aber nicht schlimm eigentlich. Eigentlich. Jetzt wollen wir schon putzen. Dann gehen wir mal den Draht runternehmen. Zentrierring vergessen. Ich hoffe, man hört es auf dem Video, dass das ist halt die Ansaugung, klingt halt schon verdammt geil bei diesem Auto. Ich soll mal schauen, dass ich Aufnahmen wie von da vorne machen kann. Ich hoffe, jetzt auch die Aufnahme, das ist das erste Mal, dass ich so filme. Ist ein bisschen ungewohnt. Das Handy ist irgendwie schwer, mit dem ich filme. Aber es muss gehen, weil es gibt ja Leute, die das auch machen. Und die machen das schon ein bisschen länger. So von dem her müsste es eigentlich schon gehen. So, jetzt kommt die erste Kurve.
Hä? Ey, was schon retired, ich glaube nicht mal ab. Eigentlich schon, ich vergesse es immer. Wow. Damn, son! Da langt, da lassen wir so. Das ist nicht irgendwie. Ja, Bremsen ausblasen, lecker Pro. Das ist sicher gesund. Kurz etwas ganz anderes. Wir nehmen hier jetzt die Stoßstangen ab. Weil sie streift extrem, die Draht sind extrem groß. Wir nehmen jetzt einfach die Stoßstangen ab bei dem Geschäftsauto, Steinbruchauto. Und schauen mal, ob es dann besser ist. Ich nehme es an, es wird schon besser. Das ist auch wieder maximal geil. Es hat einfach keine 15er Nuss da drin gehabt. Und ich brauche für da 15er Nuss. Super, oder? So, der andere Schlagschrauber ist zu klein. Jetzt nehmen wir den gross und lösen die dort an. Dann kommt es gut. Das ist immer recht geil aus hier, da. Da ist ja alles verdeckt drin. Das ist noch Plastik gemacht. Das Rädchen. Also so wirklich geil ist das ja nicht. Fragst du dich nicht, wieso das Rad gestreift hat? Steht jetzt gerade eine Distanzscheibe, weil das Rad streift am Dämpfer, oder besser gesagt am Halter vom Dämpfer. Und jetzt machen wir einfach 5 mm Distanzplatte drauf. Weil wir ja in das Strassengesetz gehen, dann basteln wir uns einfach etwas. Gut, da ist so ein Typ da vorbeigekommen, der hat so ein Problem mit seiner Bremse und kann Rad wechseln. Ich nehme seine Bremse auseinander, schauen wir, was ist, putzen wir sie, blasen wir sie aus und dann mal schauen, was es gibt. Es ist ja gut, dass er es probiert, aber solltest du sie vielleicht nächstes Mal dort tun, wo man auch sieht, was man macht. Zack. Ups. Oh, nach dem Länder hin. Die Klöpfe so schnell putzen. Sie sehen aber eigentlich relativ gut aus. Ja.
So, ich hoffe, man hört alles. Darf ich stehen? Jetzt wird es kurz wegmontiert. Zeig mal! Ja, du hast ihn gar nicht angeschrieben, oder? Nein, da nicht. Ah, der andere ist vorne rechts angeschrieben, du bist vorne links. Ja. Heldenhaft. Ja, also. Wir bauen jetzt das Heck um. Mal schauen, wie gut das kommt. Sieht man sie da? Du kannst Kontrolle machen. Du sie da runter. Scheiß Schrauben lösen. Vielleicht sieht man sie irgendwo. Hallo, 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 Licht. Scheiße. Ja, scheiße. Ja. Die verdammte Drecksschraube da unten. Drecksschraube! Und da hinten ist nochmal eine. Kann man sehen? Ja doch, jetzt gibt man sie. Drecksteil. Das scheisst. Kurzer Side-Fact. Wenn man kein Werkzeug hat, dann bastelt man sich einfach ein Werkzeug. Jetzt habe ich den Zehner abgeschnitten, weil du hinten kommst nicht rein mit der Rätsel nicht. Darum machen wir es jetzt einfach so. Wie habe ich das gemacht? Sieht man dort den Schlüssel? Ja, da unten sieht man ihn. Von hier auch. Der wird jetzt gedreht und gehabt und abgenommen. So, aktueller Fortschritt. Blinkerhalter montiert, Rücklicht montiert, also Nummernschippenlichtung. Jetzt müssen wir Stecker dran machen. Die Stecker, die am Heck sind, wenn ich es finde. Das liegt irgendwo rum. Da ist es. Die Stecker hier abnehmen. Und montieren. Die da. Gar kein Motor drin. Also, durch das wieder mal mein Mikrofon nicht gegangen ist und ich keine Audiospur drauf habe, mache ich das Video schnell mit Overvoice. Das ist ein Hebel, oder besser gesagt so ein Dreischalter, zum Tageskilometer zurückstellen. Der ist scheinbar extrem teuer, weil der von Porsche kommt und es irgendwie nicht günstiger gibt. Und ich mache das schnell als Video und da hat man es eigentlich erklärt, was es ist. Leider weiss ich es natürlich selber auch nicht, weil ich die Audiospur nicht mehr hatte, nur schnell zur Info. So, der Vergleich ist schon enorm. Geil. Nice! So, da wären wir also. Er ist fertig. Das kurze Heck ist montiert. Viel kürzer als Original. So ist gesagt, das Fahren, ich schon auf die Seite müssen. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, jetzt muss ich schnell parat machen und heimgehen, weil ich glaube, es kommt kein Schiff, so nehmen wir schon verwinden. Wäre nicht geil. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt alle Spass gehabt im Video. Es ist schon ein bisschen viel zusammen.
Verschiedenes gewesen, aber ich hoffe, es hat gleich Spass gemacht. Und ja, jetzt wird definitiv Zeit, dass ich heimgehe. Können wir kurz über etwas reden? Ich habe es so perfekt heimgeschafft. Ja, man sieht hier den Regentropfen. Ja. Man sieht es. Ich habe es perfekt heimgeschafft noch, im Trocknen. Und jetzt schifft es. Puh. So, fahren wir in der TÜV-Hose noch den Megane holen. Da beziehe ich aber schnell die Schuhe ab, weil der Megane geschaltetes Auto fahre ich nicht mit den TÜV-Schuhen, das ist ein bisschen zu grob. Aber so, kein Problem, das läuft, das machen wir so. Jetzt gehen wir schnell den Megane holen. Wie ihr seht, es sind immer mehr Regentropfen auf der Scheibe. Perfektes Timing, würde ich sagen, perfektes Timing. So, ich habe zwar draussen schnell eine Abmoderation gemacht, aber wieder gesehen, es ist scheiß Wetter. Und ich muss relativ Gas geben, darum mache ich es jetzt noch mal gerne. Ich hoffe, ihr habt alle Spass gehabt an diesem Video. Ich hoffe, ihr wollt noch mehr von diesen Videos sehen. Wenn ihr auch gerne noch ein bisschen mehr TÜV-Videos sehen oder so, ich habe jetzt schon so eine Idee, was ich machen könnte, falls es gewünscht ist. Und auf jeden Fall Like, Comment und teilen gerne das Video, weil ja, es macht Spass und ich würde gerne, wenn es euch auch Spass macht, dass ihr es ein bisschen teilt und ein bisschen den Leuten zeigen, dass wir das so machen. Carbon Fiber.